Servus, geht's und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Landmanns Küche mit dem lieben Mandy. Servus, Christian, hallo. Wir machen heute Gyrosburger Genau, mit selbstgemachten Brötchen genau, und selber gemachten Tzatziki. genau. Dazu brauchen wir Burger Buns. Mehr braucht man. einmal ganz wichtig, Mehl, bisschen Zucker, Butter, Hefe, Sesam zum Bestreichen, ein Ei, Milch, Salz und Wasser. so sollte das Ganze dann ausschauen, wenn es fertig ist. Also ich bin gespannt, ob das so wird. Kann man sich irgendwie nicht ganz vorstellen, dass wir das zusammenbringen. Und wir machen das nach einer bestimmten Methode, und zwar ist die Methode Tangsu. Die Tangsu-Methode. Blablabla. Dazu einfach Mehl, Wasser, Milch in einen Topf bei mittlerer Hitze und ständigem Rühren erhitzen, bis eine stark eingedickte Paste entsteht. Alles klar. Dazu brauchen wir 20 Gramm Mehl, 25 Milliliter Wasser und 60 Milliliter Milch. Scheiße, weil in der Messbecher 25 Milliliter anzeigt. Und das 60? Hatten der 65 gesagt. Milch und, was haben wir gesagt? Was brauchen wir nochmal? Ich bin schon wieder dumm. Hui! 26 ist vielleicht ein bisschen viel. 25, mein Gott. So, jetzt aber. Ich glaube, ich brauche einen Schneebesen. Bei mittlerer Hitze. Falsche Platten eingeschaut. Was ist mittlere Hitze? Vollgas. Also laut Rezept heute ist es so verstanden, man darf nicht weggehen, weil sonst da ein Problem. Also bleiben wir jetzt da stehen und warten wir, bis das da was wird. Und ich vielleicht reite doch ein bisschen zurück. In ein kleines Döschen packen, haben sie gesagt. Das wird warm. Also das Einzige, was ich bis jetzt einsehe, ist, der schäumt wie... ich glaube, es wird. So, ich glaube, wir haben jetzt die Konsistenz erreicht, die wir brauchen. Ich glaube, das ist eine Paste. Also, hätte ich jetzt gesagt. Schaut zumindest so aus. Dann vom Herd nehmen und zum Kühlen am besten in eine kleine Schale umfüllen. Heißt jetzt kühlen oder einfach nur kühlen? Gut, dann geht's weiter. Für den Teig ca. 3/4 der Milch, die Hefe und den Zucker in ein Gefäß mischen und ca. 5 Minuten stehen lassen. Heißt, nehmen wir uns den Topf nochmal. Da haben wir nochmal 120 Milliliter Milch rein und werden es kurz erhitzen. Was übrigens Milch erhitzen? Das ist so ein schmaler Grad zwischen es geht noch und abrennen. Das ist ganz schlimm. Währenddessen brauchen wir 9 Gramm Trockenhefe. Normbacken in Deutschland sind 10 Gramm. Macht Spaß, oder? 320 Gramm Mehl. 320, das passt. 1 Teelöffel Salz, Zucker, ein Ei und ein Eigelb. Das heißt, wir brauchen noch ein Ei. So, da tun wir das Ei weiß einmal rein. Mal schauen, wie ich das hinkriege. Ja, funktioniert. Und ist sogar ganz bleiben. Perfekt. 46, das passt. Perfekt. 3/4 der Milch. Und die Hefe und den Zucker. Ich nehme Ihnen nur einen Esslöffel. Okay, also. Wir haben etwas Zucker. Machen wir jetzt nur Prise. Wir brauchen sie ja nicht süß. So. Hefe haben das jetzt 7 Gramm. 3/4 der Milch. 1, 2, 3. Ich habe einen Fehler gemacht. Milch, die Hefe und den Zucker in ein Gefäß packen. Und nicht schon das Mehl dazu. Ja, okay, das hilft jetzt nicht. So, das Ganze lassen wir jetzt einmal so circa 5 Minuten stehen, bis das die Hefe sich bearbeitet. Das erkennt man daran, dass sich an der Oberfläche Schaum bildet und es nach Bier riecht. Kann sein, ich weiß nicht. In einer Schüssel das Mehl und das Salz mischen, dann die Hefemischung, die Tangsong sowie die Eier zugeben und verkneten. Wenn sich alles gut verbunden hat, nach und nach die Butter zugeben. Wenn auch das glatt geknetet ist, noch für ca. 8 Minuten weiter kneten. Also Mehl
und einen Esslöffel Salz. Einen Teelöffel, Entschuldigung. Dann die Hefemischung, die Tangsong sowie die Eier zugeben. Zhang Huang. Super. Mehl. Bunch. Okay, also Hefe arbeitet mittlerweile. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich glaube schon. Es hat sich Schaum gebildet. Dann tun wir das da mal rein. Also da haben wir ein Ei dazu und dann müssen wir kneten. Ich helfe jetzt immer mit einem KitchenAid mit dem Knethaken, aber wenn das nicht vorhanden ist, einfach per Hand eine saubere Arbeitsfläche legen. Nein? Okay. Also gefühlt ist aktuell zu wenig Flüssigkeit drin. Also ist nur so ein Gefühl, aber kann sich neu ändern. Wie bringt denn das Zeug von meinen Fingern wieder runter? War nicht. Let's go! Nach und nach Butter hinzugeben. Butter hinzugeben. Brauchst du 5 Leute zum Durchmachen? Er kämpft schon. Jetzt wird's lustig. Das hört sich sehr interessant an. Das Schlimme ist, das war nur die Hälfte von Butter. Jetzt noch meine Hand anlegen. Aber ich glaube, ist ganz okay gut. 8 Minuten weich. Der Teig soll nun weich sein, aber nicht klebrig. Und es hat jetzt schon so eine leicht fluffige Konsistenz. Das macht mir ein bisschen. Das ist ungewöhnlich. Vielleicht ist es wirklich das Tang-Zu-Zeug. Die übrige Milch, glaube ich, braucht man nicht mehr. Der Teig ist nicht zu trocken. Er klebt, wie gesagt, leicht. Tja, lassen wir die Maschine nochmal. Da der alles Sonnen ist, aber nicht glatt und auch nicht klebrig, brauchen wir Mehl. Weich und nicht klebrig war der jetzt. Dann noch circa für 8 Minuten weiter kneten. Das Schlimme ist das mit der Hand 10 bis 12 Minuten. Also dann, wenn ich da jetzt 10 bis 12 Minuten Knet brauche, ich heute keinen Sport nicht mehr machen. Was ich zwar sowieso nicht tue, aber fürs gute Gefühl kann man das dann auch nachher essen, weil beim Kochen hat man so viele Kalorien verbrennt, das macht nichts. Ich habe gar nicht gewusst, dass 10 Minuten so lang sein können. Ende. Schnauze voll. Tja. So, den Teig nun in einen Ball formen und in eine gefettete Schüssel legen. Den Teig an der Oberfläche ebenfalls leicht einfetten. Ein bisschen Öl. Tja. Ich weiß ja nicht, wie weit der aufgeht, also streichen wir mal lieber ein bisschen her. Vorsicht ist besser als Nachsicht, gell? Den Teig in einen Ball formen. So, dann legen wir das jetzt in die Schüssel rein. Und von oben auch befetten. Die ganze Schnudel lassen wir dann 60 bis 90 Minuten gehen. Das heißt 1,5 Stunden. Wir machen jetzt dann noch schnell unser Tzatziki. Wir brauchen wir da dazu Knoblauch. Griechischer Joghurt. Für mich, ich mag jetzt einen griechischen Joghurt. Kann jeder machen, wie er mag. Und. Hallo. ein bisschen Knoblauchöl, Salz, Pfeffer, Knoblauch und Gewürzmischung für Tzatziki. Eine Gurke. So, als erstes fangen wir mal mit den Gurken an. Wir werden die schälen und schneiden. Also ich glaube, auch über die gelangt.
So, und dann schneiden wir das Ganze mal in ungefähr 10 cm große Scheiben. Wir müssen das Kernhaus wegschneiden. So, nämlich zu viel Wasser, das macht uns in Tzatziki zu flüssig. Also in Tzatziki mache ich übrigens gleich noch einen Teig, weil der soll ein bisschen zahlen, dass sich das Ganze ein bisschen intensiviert. So, haut das gleich voll ab. So, ab. Dann brauchen wir Knoblauchzehen. Kennt ihr das, wenn ihr das Knoblauch vorwärts und den ganzen Tag an die Fingern Knoblauch riecht? Das mittlere vom Knoblauch entfernen, dann stinkt man den nächsten Tag angeblich nicht so. Sagen sie zumindest. Ob stimmt, habe ich noch nicht herausgefunden. Also wir haben ungefähr jetzt 3/4 die Gurken, 2 große Knoblauchzehen, auf einen halben Becher Skier ungefähr, je nach Gefall. Das entscheidet man dann. Ganz wichtig, ganz klar machen. Wenn ich das jetzt so ausbringe, mir bleibt ja da brutal voll Zeig dann im Handtuchpicker, oder? Ausprobieren. Probieren geht über Studieren, hat meine Mutti immer gesagt. Dann werfen wir das mal in unsere Schüssel rein. Einfach und dann vielleicht ein bisschen jetzt voll. Ja. Man glaubt gar nicht, was da Flüssigkeit drin ist. So. So. Oh Gott, das tupft ja schon. Ich seht es nicht, aber es geht schon gut was raus. Next step, Knobi. Oh. Knobi. Kommen Sie raus. Wie viele Knobi sind da mal? Manu? 2 Knoblauchzehen, die haben aber ein größer, wenn es kleine haben, kann man auch 3 nehmen. Ich nehme die Nummer 3. Und ganz klein herschneiden. Naturjoghurt, griechischer Joghurt. Warum? Keine Ahnung, ich weiß nicht. So, dann machen wir mal den Skier auf. Ungefähr einen halben Becher. Das schaut eigentlich schon mal gar nicht schlecht aus. Und für was das tatsächlich überhaupt da ist, es ist nicht direkt für unser Gyros zum Dippen, es kommt ja als Aufstrich quasi. So, dann mixen wir das einmal geschwind ein wenig durch. Etwas Steinsalz von Mutti. Nehmen wir ein bisschen Knoblauchöl, wirklich nicht viel. Ein bisschen Gewürzmischung. Knoblauchpulver, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt sparen. Ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer noch dazu. So, das nochmal gut vermischen. Dann schaut der ganze Bart so aus. Genau, das wandert jetzt dann nochmal kurz in den Kühlschrank. Was heißt kurz? Bis auf Nacht. Jetzt ist gerade 2 oder so. Tzatziki ist fertig, der Tag ist ungefähr 40 Minuten jetzt ruhig gestellt, der hat noch 20 Minuten. In der Zeit werde ich jetzt mein Gyros noch vorbereiten. Als erstes fangen wir an, beziehungsweise wir brauchen dazu ein paar Gewürze, da könnt ihr eigentlich ziemlich gut austoben. Da haben wir ein Gyros Gewürzsalz noch und Öl. Und wir machen 2 Hähnchenbrust. Ich habe mich für Schweinenacken entschieden. Und wir werden das jetzt versuchen, in relativ kleine Stückchen zu schneiden. Dann fange ich aber so an und schneide es ganz hauchdünn. Wichtig ist allerdings dabei, man braucht ein sehr scharfes Messer, sonst geht das nicht so hauchdünn. Erst einmal benutzt von Olivia Online. Rostfrei, made in Germany. Das Ding muss schneiden, hoffe ich. Okay, alles klar. Das könnte ich haben. Ich habe mir auch gedacht, waren wir heute in der Metzgerei.
Sage ich so, ich brauche einen Schweinenacken. Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Das Stickel da. Ja, und ich habe mir gedacht, okay, das Stickel, das ist jetzt nicht so groß. Das kann reichen für uns zwei, das tut schon, Kinder. Genau, und dann hat er es auf die Waage gelegt und dann ist er da gestanden. 780 Gramm. Und ich gedacht, yo, ich glaube, du hast größere Hände als ich, hä? Dann fangen wir mal mit dem Gewürz an. Machen wir uns einfach einmal in einer Schüssel an. Dazu werden wir einfach noch Gefäll arbeiten. Und zwar da haben wir mal ein bisschen Öl rein, Cayennepfeffer, ganz wenig, Gyros Gewürzsalz, ein bisschen Salz, Pfeffer, granulierter Knoblauch, Paprika normal. Werden wir das Ganze mal ein bisschen umrühren. Ja, da haben wir einen anderen kleinen. War das recht gut. Gyros Gewürz, etwas Oil. Einfach ein wenig durchrühren. Das kann halt richtig gut werden. Das kann halt richtig gut werden. Ja, also irgendwie schon gefällt, dass das richtig gut wird. Das tun wir dann in den Kühlschrank rein und später, wenn wir es brauchen, nehmen wir es raus und kochen wir es. So, mittlerweile ist der Teig gut doppelt so voll geworden, ungefähr. Das heißt, wir müssen weiter vorarbeiten. Den Teig aus der Schüssel nehmen und nochmal grob mit den Händen durchkneten. Dazu dann 6 gleich große Kugeln, circa 100. Okay. Ist der fluffig und fettig. Wie soll ich das machen? Haben wir so einen Spatenstecher. Danke, Tati. Tschüss! So. 100 Gramm große Dinge. Ich glaube, es steht nicht umsonst mit etwas Abstand. Ich glaube, die gehen nochmal so richtig auf. 92. 105. So, das hat man dann erledigt. Ich drucke mir das Ganze einfach ein bisschen platt. Sicher ist sicher. So, ich hoffe, die gehen nicht mehr zu stark auf. Backblech oder ähnlichem abdecken und nochmal für ca. 1 Stunde gehen lassen, bis sie sich verdoppelt haben. Nicht mit einem Handtuch abdecken, sonst bleiben sie gegebenenfalls daran kleben und die ganze Arbeit ist dahin. Die guten Dinge sind jetzt ziemlich lang gegangen, einmal 1 Stunde, dann habe ich die 6 Bällchen da draus gemacht und jetzt nochmal 1 Stunde. Und so schaut der ganze Bums jetzt aus. Das sind übrigens Mördersemmeln geworden. Nice. So, wir haben jetzt gleich einen Ofen vor, Unter- und Oberhitze 180 Grad. In der Zwischenzeit haben wir den nochmal kurz mit Ei bepinseln und ich weiche ein bisschen ab. Da drauf ist geschrieben, man kann den auch belegen mit sonstigen. Ich mache jetzt 3 komplett ohne, also mit Sesam und Körner und was du drauf machst. Ich mache jetzt 3 ohne und 3 mache ich mit Salz. So, jetzt wäre es geschickt, wenn wir noch einen Bämsel hätten. Schaut nicht so aus, da muss es so gehen. Dann jetzt ist da alles mal ein bisschen pinseln. Und ja, ich weiß, mit dem Bämsel geht das geschickter, aber wir haben noch einen und den haben wir vorher schon benutzt. Den möchte ich jetzt nicht noch mehr nehmen. So. Dann werden wir jetzt einmal 2 bestreuseln damit. Wunderbar. So, da haben wir ein bisschen einen Sesam, den muss ich vorsichtig aufschneiden, weil nicht, dass ich dann alles sehr auf dem Brot habe. Das war schlecht. Ein bisschen bestreuen mit Sesam. So, die Brötchen kommen jetzt in den Ofen. Oh no, da ist was drin. Und sie unten rein. Viel Spaß!
wir, und Betonung liegt auf wir, brauchen Zwiebeln, Salad, Tomatoes, Tzatziki. That's it. Tomatoes. Noch frisch eingekauft drin. So, und wenn wir die Zwiebeln fertig haben, dann können wir das Brot eigentlich schon herrichten. Dann können wir das Fleisch abbraten. Gut, dann hätten wir das vorbereitet. Dann kann das weg. So, Semmeln sind fertig, schauen eigentlich gar nicht einmal so schlecht aus. Das, Kinder, ist ein Kochlöffel. Und dann machen wir das Fleisch. So, die Zwiebeln tun wir schon mal rein. Ich glaube, wir hauen langsam unser Fleisch in die Pfanne. So, das Fleisch ist mittlerweile fertig. Jetzt tun wir uns einmal zusammen. Und schneiden wir uns einmal 2 voneinander. Sehen Sie mal, sie sind wunderschön geworden. Sind die fluffig. Wow, geil. Oh wow. Oh wow. Oh my gosh. So, und dann fangen wir an mit ein bisschen Tzatziki. Salad. Dann werden wir da mal ein bisschen Fleisch drauf werfen. Ein paar Zwiebeln. 2 Gurken. Dann schaut das Ganze so aus. Wow, 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 wow. So Leute von heute, ich verspeise das jetzt und wir sehen uns dann gleich zur Bewertung. Bis dann. Bin ich schon drauf? So, dann probieren wir mal das gute Stück. Schaut wirklich geil aus. Kann der Semmeln den Aufwand auf alle Fälle wert. Ich brauche meinen Handschuh noch, weil sonst kann ich die Stille nicht nehmen. Ich würde sagen, mir ist schmal. Und dann gibt es eine Bewertung. So, wir sind jetzt fertig mit Essen. Es war meinen Geschmack sehr, sehr gut, sehr, sehr würzig. Ich habe es sehr gerne gemacht. Ich gebe overall no. So, also ich habe jetzt 2 Burger gegessen. Ich bin randvoll. Ich kann keinen dritten nicht mehr essen. Von der Menge her hat es passt. Und sie waren saugeil. Also, ich kann eigentlich fast nichts Schlechtes nicht an dem Gericht sagen, bis auf das, dass ich einfach 3 Stunden in der Küche war. Falls man ein Date oder sonstiges hat, ist das Gericht nichts. Weil da ist ein Kilometer um die Nummer nicht mehr. Aber ansonsten echt geil. Also ich bin bei der Bewertung so 9,5. Und ich darf es wieder machen, aber man muss sich halt Zeit nehmen. Das war's wert. Gute 8, 8,5. Weil es einfach eine innovative, gute Idee ist für Burger, finde ich. Und es hat sich relativ schnell stapeln lassen. Seht man die 2 Exemplare noch, die kriegen jetzt dann gleich meine Eltern. Semmeln an sich ultra geil, gebe ich 9. Wir packen links das Rezept da irgendwo in die Videobeschreibung. Und ja, den Rest von der Abmachung macht der Mandu. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder mal heißt, ab zur Landmannsküche. Bis dahin, ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ah ja, und? Nati, was sagst du dazu? 7. Aber Gyros ist nicht meins, aber Semmeln sind voll gut. Wirklich, sehr gut.